Schwätzer nie schaut von den verschiedenen Sorten Intervallen, die kann aus einem Axe gradué oder Zahlenstrahl durchstellen. Ich gehe nicht Beispiele, holen wir mal den Intervall, den von -2 auf 3 geht, so geschrieben, dann den Intervall, der von -4 auf 0 geht, so, dann den Intervall, der von 2 auf 3 geht, und finalement nach vielleicht ein Intervall, der von -5 auf -3 geht, so geschrieben. Ich probiere die jeweiligen Intervallen mit einer Farbe zu malen. Malen wir den hier rot. Der geht von -2 bis 3. Das sind all die Zahlen, die zwischen -2 und 3 liegen, wobei -2 matt geholt wird und 3 matt geholt wird. Das ist eine x-beliebige Zahl, die zwischen -2 liegt und auch gleich -2 kann sein, an 3 und auch gleich 3 kann sein. Ein anderen Intervall mit dem gering von -4 mit einem Crochet nach außen bis 0 mit einem Crochet nach innen. Das wäre von hier bis 0, -4 nicht matt und 0 matt. Das wären all x-beliebige Zahlen, die zwischen -4, aber das geht eben nicht gleich -4 sein, an 0 leidt, aber es kann auch gleich 0 sein. Dann haben wir noch den Intervall von 2 bis 3. Das sind Zahlen, die zwischen 2 und 3 liegen. Malen wir das hier drüber. 2 geht matt geholt und 3 geht an dem Fall nicht matt geholt. Das wären all x-beliebige Zahlen, die zwischen 2 und kann auch gleich 2 sein, an 3 liegt, kann nicht gleich 3 sein, dafür schreiben wir kein ist gleich drin. Da bleibt zum Schluss, machen wir die rosa, nach dem Intervall von -5 bis -3, von -5, das von da bis -3, also hier aus -5 bis -3. Schon die hier drinnen gemalt, das ist vielleicht nicht einfach. Und das ist all x-beliebige Zahl, die zwischen -5 liegt, aber nicht gleich -5 kann sein, und zwischen -3 liegt, aber nicht gleich -3 kann sein. Das sind die verschiedenen Sorten Intervallen, die es gibt. Wenn Klammer oder der Crochet noch Banne weist, so wie hier, no Banne weist, da seht ihr das Crochet fermé. Wenn der Crochet no Bausse weist, von der Zahl weg, dann nennt ihr das Crochet ouvert. Außerdem haben wir noch die verschiedenen Richtungen in anderen Nummern. Wenn wir uns an die Do-Richtung bewegen, seht ihr die Richtung plus infini. Aber wenn wir uns an die Do-Richtung bewegen, da gehen wir Richtung moins infini. Ich will just mal hier eine Verlängerung von meiner Linie. Voilà. Das heißt, plus infini heißt plus unendlich, ist also an Richtung nach rechts Axe gradué, und moins infini heißt minus unendlich, also an Richtung links. Wenn ich also zum Beispiel den hier einen Intervall schreiben von 0 bis plus unendlich, dann heißt das an andere wieder, ich gehe von der, mal die gering, ich gehe von der 0 fort, und da gehe ich unendlich weiter an Richtung plus infini. Und 0 höre ich den Moment matt. Den ganzen Axe können den dann auch beschreiben als moins infini, von moins infini bis plus infini. Das wäre dann den ganzen Axe gradué, den nennen den dann auch nach Ensemble von all den Zahlen, die es gehen, den Ensemble R. Das sind Nombre real, all die Zahlen, die es gehen. Das ist so nicht, merci.